Komet. Der besondere Tipp. Sergio, pfeifst du da gerade ernsthaft Justin Bieber? Ja, sein Lied «Lieb dich selber». Also du meinst Love Yourself, oder? Der Justin Bieber, der singt ja auf Englisch. Ja, das schon, aber ein Musiker aus Zürich hat das Lied jetzt übersetzt und covered. Sicher nicht. Wie heisst denn der Typ? Ja doch, mal! Der Künstler heisst Aya Hope und der Joshua Rössle von der Redaktion hat sich mehr über das Projekt informiert. Musikcover kommen nur selten als Original an. Das ist ein Vorwurf, den man leider immer wieder mal bestätigt bekommt. Auch jetzt in diesen Zeiten, wo dank Videoplattformen wie zum Beispiel YouTube Covers nur so aus dem Boden sprießen. Ein Lied aber zu covern und dabei auch noch die Sprache zu wechseln, das traut sich dann doch nicht viel. Jemand, der jetzt aber seinen ganzen Mut zusammengenommen hat und das versucht hat, ist der Zürcher Musiker Aya Hope. Justin Bieber. Wie viel Mal hast du meine Stimme kaputt gemacht? Und hast wegen mir eine gratis Nacht im Club gehabt? Lucas Graham. Seit und je der Traum, der Papi hat der gleiche. Ich Lieder Geschichten erzählen, drum nimm mir einen Stift und schreib sie. Florida. Willkommen in meinen vier Wänden. Lasst uns gut gehen und machen, was wir wollen. Wir brauchen nicht viel, wir haben, was wir haben. Und sein Neuschmau Tracy Chapman. Ich hoffe, du weisst noch mehr am Fahren, Berg ab und Berg auf. So schnell unterwegs, es war wie im Rausch. Stadtlicht begrüßt uns warm und um meine Schulter liegt dein sanften Arm. Und ich sag, Die bekannten Musiker hat der Aya Hope bereits covered. Und man kann sich sicher sein, dass er noch nicht aufhören wird. Das Projekt ist nämlich aus einer einfachen Überlegung heraus entstanden. Cover gibt es ja Millionen auf YouTube und ich habe mir einfach überlegt, wieso eigentlich nicht auf Schweizerdeutsch und wieso nicht so, dass es die Leute auch verstehen können und wirklich alles vom Song mitnehmen können. Vereinzelte, die verstehen halt nicht alles, sondern einfach nur ein bisschen Englisch und so kann man diesen Leuten eben auch dann den Song noch ein bisschen näher bringen. Darum ist es auch nicht zufällig, welche Songs der Aya Hope covert. Mit diesen Aussagen, die er übersetzt, muss er sich ja irgendwie auch identifizieren können. Es gibt natürlich aber auch noch andere Faktoren, die reinspielen. Ich schaue schon auch, dass der Text etwas hergibt. Oder? Also etwas zu Banales. Das wird dann auch schwierig zu übersetzen, weil es dann einfach wirklich sehr schnell lächerlich tönt. Also es muss schon eine gewisse Aussage haben, wo ich auch dahinter stehen kann. Und es muss mich aber auch flashen, die Melodie. Und ja, ich schaue natürlich auch, dass es ein bisschen aktuell ist, damit die Leute sofort einen Bezug haben. Der erste Song hat den aktuellen Bezug auch genau gehabt. Sein erster Cover war nämlich der Justin Bieber Song. Im Originalen heisst er Love Yourself und tönt so. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. Nach langer Arbeit hat der Aya Hope vor gut 4 Wochen dann sein Cover mit dem Titel «Lieb dich selber» rausgebracht. Meine Mami hat dich nicht gern und sie mag eigentlich all. Und habe immer Mühe gehabt, zuzugeben, dass ich Unrecht habe. Fast 18'000 Leute haben sein Video schon angeklickt. Und es werden ständig mehr. So überragt das Cover alle anderen bis jetzt noch. Was auch seine Gründe hat. Also man kann schon sagen, der Justin Bieber polarisiert natürlich sehr stark. Oder? Es gibt viele Leute, die ihn wirklich nicht gut finden. Und es gibt aber Leute, die ihn lieben. Und er hat eigentlich eine interessante Entwicklung gemacht. Ich habe dann eigentlich immer, je älter er wurde, habe ich seinen Sound eigentlich immer besser gefunden. Und ich habe auch immer gefunden, der kann singen, oder? Und der Song, also der Love Yourself, der passt wie Faust aufs Auge, oder? Also, den habe ich einfach so gefühlt. Es war einfach perfekt gewesen. Und wenn ich es mir jetzt überlege, dass ich mit dem Song angefangen habe, ist auch perfekt gewesen, weil er polarisiert und es hat gerade ein bisschen eine Welle geschlagen. Und so hat das Projekt mit den schweizerdeutschen Covers in Lauf genommen. Zu einem Zeitpunkt, wo viele Schweizer Künstler sich vom Schweizerdeutsch abwenden. Nur schon, um universeller zu sein. Der Aya Hope findet das schade, sieht aber ja Gründe hinter dieser Tendenz. Das eine ist, okay, du machst es auf Englisch, weil du das Gefühl hast, okay, phonetisch, vom Sound her, tönt das besser. Weil Schweizerdeutsch ist für mich ein bisschen schief. Und ein anderer Grund für mich ist, okay, du machst es auf Englisch, weil du willst eigentlich berühmt werden in dem Sinn. Das ist jetzt ein bisschen gemein ausgedrückt und es ist halt gleich so, weil das Schweizerdeutsch, das ist halt nur für die Deutschschweiz und der Markt ist, sagen wir mal, begrenzt, oder? Und wenn du wirklich von dem leben willst, dann hast du wahrscheinlich auch fast keine Wahl. Aber wenn es um die Nähe und um Intimität geht, dann wirst du meiner Meinung nach den Leuten nie so nahe kommen wie mit Schweizerdeutsch.
Und der I Hope versucht genau das. Ein Publikum anzusprechen, das mit Schweizerdeutsch als Muttersprache immer noch am meisten anfangen kann. Was er als nächstes covert, das steht zwar noch in den Sternen, aber man kann sich bereits aufs Resultat freuen.